Ich würde da ganz herzlich den JK in Cola Podcast willkommen heißen. Ja, merci vielmals, darf ich heute da ein bisschen über Sachen reden, ja? Du, sehr, sehr gern. Der JK, wie immer, gehört da. Ich hätte ihn sehr gerne noch als mit Kamera reingenommen. Das müssen wir mal für das nächste Mal machen, weil das wird ja sicher auch nicht abschliessend sein. Aber ihr hört ihn da im Hintergrund natürlich mit seiner bezaubernden Stimme. Und ich kann da noch ein bisschen mehr Kontext liefern auf dem Screen, wie immer. Der JK, einfach, dass ich ein bisschen auch ein Intro mache zu dir, wenn mich lässt. JK ist aus der Berner Region, ein Newcomer aus der Berner Region, kann man sagen, oder? Oder kann man gut so sagen. Ja. Was claimst du oder welche Region claimst du? Einfach das vielleicht von deiner Seite. Ich habe das einfach so eingestuft als jemand aus Bern, der jetzt neue Musik macht, oder? Ja, es geht denke ich in die Richtung, genau. Okay. Also ich bin so vom Kanton Bern, genau. Okay, und der JK, darf ich fragen, du gehörst zu der jüngeren Generation eigentlich, von den neuen Musikschaffenden, oder? Ich würde schon sagen, ja. Also ich bin jetzt mittlerweile 18 und ja, also ich glaube 2 Jahre bin ich so ein bisschen regelmässig am Musik aufnehmen und so weiter. Also von dem her noch sehr neu drin, ja, genau. Wie fühlt sich das eigentlich an, generell so in deiner Rolle jetzt mit 18? Ist schon sehr, also weißt, ich habe das nicht so im Kopf gehabt früher. Ich finde das mega schön, dass es irgendwie jetzt natürlich auch sehr, sehr viele Jüngere gibt, die sich weißt, auch für Schweizer Musik aktiv interessieren und so ein bisschen den Weg bestreiten. Findest du viel Zuspruch im Moment generell für die Sachen, die du machst, so in Bern, Region, in deinem Umfeld? Oder wie fühlt sich so an als 18-Jähriger, wo jetzt da Schweizer Musik verfolgen oder Mundartmusik, in deinem Fall auch noch Hip-Hop oder weißt, alles, was so ein bisschen Pop-Culture ist? Ja, also ich würde sagen, es ist im Moment irgendwie recht crazy so, zum zu arbeiten in dieser Szene, würde ich jetzt mal sagen. Ich finde, es geht extrem viel ab. Es sind so viele Leute wo du vorher praktisch nie etwas davon gehört hast, aber wenn du mit der Zeit so ein bisschen die Leute kennst, lernst du halt immer wie mehr Leute kennen so, und das finde ich extrem spannend und halt auch sehr nice, wenn man dann so sich etwas zusammen aufbauen kann, weil ich finde, miteinander ist es immer irgendwie ein bisschen nicer, etwas zu erarbeiten, als wenn du so allein stehst. Okay. Weil du hast ja auch schon, wir haben vorher ein bisschen darüber geredet, off-cam, hast ja auch schon Releases gemacht, eben seit dem 2018 bist du jetzt aktiv, hast du gesagt. Und so das letzte, nebst dem einen Song für dich, das letzte ist die Heartlessness EP gewesen, oder? Wo du so ein bisschen im Vordergrund gehabt hast. Dort hast du auch Features, hast du dort mit jemandem noch zusammengearbeitet? Ich sehe da... ja, dort hatte ich noch den Gimu drauf gehabt. Genau. Der ist jetzt schon ein bisschen länger dabei, so viel ich weiss. Ich wüsste es aber nicht ganz genau. Aber ein sehr, sehr guter Musiker von mir aus gesehen, ja. Also du hast in dem Fall auch du hast schon viel um dich herum, also nebst deinem eigenen Musikschaffen hast du schon das Gefühl, es tut sich recht viel jetzt so in deiner Altersgeneration, sage ich jetzt einmal, was so das Musikschaffen angeht, dort rum. Ja, ich würde es schon sagen. Also, mir denkt, also ich bin erst wieder recht überwältigt worden, so, als ich mich mal wieder ein bisschen auf die Suche gemacht habe, so, wer ist überhaupt so rum. Eben so ein bisschen in meinem Alter vielleicht auch, oder ja, man muss ja da nicht genau aufs Alter eingehen, finde ich. Nein, eh nicht. Nein. Also es ist nicht, ich würde es auch nicht so, du stellst halt für mich wie so, ich habe mehr wollen am Anfang das noch reinbringen, weil ihr gehört für mich so zu der neuesten Generation, oder? Klar gibt es jetzt vielleicht auch noch Jüngere, die auf die Idee kommen, das zu machen, oder? Aber man muss ja auch noch ein bisschen unterscheiden, gut, wie ernst man das auch meint mit dem Release und alles, oder? Sicher, ja, voll sehe ich auch so. Aber spannend auf jeden Fall, weißt du, dass dort
dass sich dort wirklich wie so ein bisschen eine Welle auftut, sage ich jetzt einmal. Und generell Kollaborationen, hast du wie so gesagt, für dich natürlich, also inwiefern bist du mit anderen amigs im Studio oder eher alleine unterwegs, so sage ich jetzt einmal. Schaffst du im Moment lieber alleine oder doch, wie du gesagt hast, auch lass dich auch inspirieren von anderen Sachen, oder ist es eher, du schaust dir gerne auch die New Releases an von anderen, aus der Ferne, so, um einfach ein bisschen schauen, was die anderen machen? Ja, also ich schaue sehr gerne, also ich schaue wirklich jeden Release eigentlich an, den ich mitbekomme so, von der Schweizer Szene. Und ich würde mal sagen, ich bin so 70% allein in meinem Studio und 30% sind Leute da hier und wir machen zusammen etwas. So. Und also ich finde es, wie gesagt, immer extrem cool, wenn man zusammen etwas erarbeiten kann, so, weil halt echt zwei Köpfe zusammenkommen. Dementsprechend kommst du halt viel schneller mal auf eine Melodie oder auf eine, ja, weiss auch nicht, wenn du zusammen den Text schreibst, so, hast du halt viel mehr Inputs, die dann auch wirklich so ein Collab bilden und nicht einfach etwas entsteht, wo du wie gar nicht die Künstler einzeln raushörst, aber wie sich die Künstler näher verbinden, weißt du nicht mehr. Okay. Du hörst an dem Fall, weil das ist schon dann etwas, wo ein Faktor, wo ich gemerkt habe, ein bisschen, dass das bei den Jüngeren nicht mehr so ist, weil du hörst in dem Fall auch andere Schweizer Releases, oder würdest du meinen, wenn du jetzt dich als privater Konsument müsstest anschauen, als Musikhörer, oder hörst du andere Schweizer Releases? Oder sind es doch noch eher einfach, weißt, würde ja Sinn machen, wenn man würde sagen, es sind eher die internationalen Sachen, die ich immer noch höre, wenn ich jetzt die Privatmusik konsumiere. Aha. Also das ist auch so ein bisschen seit dem letzten Jahr, würde ich jetzt mal sagen. So, als ich das erste Mal ein bisschen im Hip-Hop-Center war und so ein bisschen Leute kennengelernt habe, bin ich eigentlich erst so richtig auf Schweizer Musik gestossen. Klar, man hat vorher so ein bisschen die grösseren Leute kennt. Aber ich sage jetzt auch so Newcomer, die wirklich von mir aus gesehen auf einem höheren Level mittlerweile schon Releases machen. Und da habe ich sehr viel auch in meiner eigenen Playlist, wo ich sage mal so in meinen Top 5 habe, wo ich wirklich auch höre und wo ich nicht einfach einmal reinhöre, sondern wirklich auch mehrmals reinhöre, und da achte ich mich halt wirklich auch drauf, was will die Person aussagen, wer ist die Person und so weiter. Genau. Krass. Wie hast du denn das Gefühl, das kommt einfach, du bist dort halt reingeschlittert irgendwann, eben, okay, weil du im Hip-Hop-Center warst, das Hip-Hop-Center in Bern, oder? Gibt es dort ja eins, wo ich auch mal zu Besuch war. Das ist jetzt auch ein Zeitchen her. Bist du dort gewesen, wo ich dort auch eingeladen worden bin? Bist du dort gewesen? Kann das sein? Das nein, ist vielleicht wir waren nicht zusammen gewesen. Ich glaub, weil das ist ein Beatcamp, glaube ich, eher für die Beatmakers, gerade zu dem Zeitpunkt. Also ist das Beatcamp Volume 2 gewesen? Das weiss ich eben nicht, ob das 1 oder das 2 war. Jetzt müsst ihr eben gerade wieder schauen. Das 1 gewesen. Aber ja, hast recht, okay, gut. Dann hast du dort natürlich so ein bisschen Berührungspunkte gehabt, oder? Mit, Genau. Aber ich will es nicht so fragen, weißt, ich verstehe schon, es schließt sich natürlich nicht aus. Weißt, ich höre es einfach, also mit internationalem Sound natürlich. Ist es fast schon zu wenig, wenn jetzt, also es sind noch zu wenig Releases rum, wenn jetzt jemand mir würde sagen, Herr, hörst du ganz liebe lange Tage nur Schweizer Musik. Ich glaube, man muss halt, ja klar, oder? Das ist ja wie fast, ja. Für das gibt es dann irgendwann mal genug so, aber im Moment muss man es auch noch ein bisschen kompensieren, sage ich jetzt mal, mit internationaler Musik. Ja, auf jeden Fall. Gut, du fühlst dich aber im Moment inspiriert zum Musik machen. Also, dann habe ich ganz am Anfang auch noch gefragt, oder oft haben wir ein bisschen darüber geredet. Im Moment, sage ich mal, schwitzt du nicht, wenn es darum geht, ins Studio zu gehen und einfach drauf loszumachen. So. Oder du hast noch gesagt, du hast es mit Arbeiten oder Feierabend noch kombinieren, oder? Dass du nach dem Arbeiten hast musiziert, aber dir fehlt es jetzt nicht an Inspiration im Moment, hast du das Gefühl so? Nein, ich bin irgendwie extrem inspiriert im Moment. Ich weiss auch nicht, an was das liegt so, aber irgendwie wirklich,
wenn ich ins Studio gehe, dann bin ich motiviert so und komme wirklich auch meistens auf etwas, ob es dann auch wirklich etwas ist, was ich später auch wieder verwende. So. Ist dann eher das andere, aber auf jeden Fall so, ich fühle mich nicht irgendwie bad, so, wenn ich ins Studio gehe und mir überlege, was könnte ich machen, dass ich gar keine Idee habe. So. Das ist im Moment irgendwie ein bisschen weg. Aber ich weiß nicht, ob es wieder kommt oder wie es da ist. Voll. Im Idealfall hebt das 30 Jahre lang das Gefühl und nachher hast du wieder ein konstanter Run. So. Ja, das habe ich eben vorher schon noch ein bisschen spannend gefunden. Kannst du noch sagen, weil du ja noch den Single gedroppt hast, einfach mehr wegen dem Musikmarketing-Sinn dahinter, dass wir das vielleicht auch einfangen können. Weil du ja gesagt hast, du hast noch die für die Single gedroppt, nach der EP, aber dass du jetzt trotzdem noch Pläne hast, mit der EP die weiter zu kommunizieren, oder was sind dort genau so die Pläne gewesen, die du gesagt hast? Also, aber zuerst bin ich mir nicht sicher gewesen, ist es schlau gewesen, wenn ich wirklich gerade irgendwie 3 Wochen, glaube nach der EP habe ich ihn gerade released, so, der nächste Song, der nichts mehr mit der EP zu tun hat. Wenn ich zuerst so ein bisschen Angst hatte, ja, ist es jetzt zu schnell gewesen, so, dass dann wirklich der Song noch aktuell ist. Dann musste ich sagen, nein, eigentlich voll nicht, weil ich ja die EP auch nebenbei noch aktuell behalten, indem sie eben zum Beispiel ein Musikvideo droppen zu einem Song aus der EP, nachdem dass der andere Song, also die Single, droppt ist, so dass dann die EP eigentlich nebenbei immer noch am Laufen bleibt. Also von dem her so ein bisschen das voll. Voll, okay, ja weil das macht ja auch Sinn, also für andere, er hat das von sich aus vorher mal gesagt und ich wollte das da nochmal schnell einfangen, weil der JK wäre jetzt nicht der Einzige, der sich die Überlegungen schon mal gemacht hat und dass man auch zu einem, in Anführungs- und Schlusszeichen, älteren Projekt, weil du könntest ja jetzt auch voll auf dem Trip sein, dass du sagst, nein, weißt, die EP ist schon der alte Mut für mich. So. Und ich will das gar nicht mehr anlangen, weil du jetzt weitergemacht hast. Aber ich finde es dennoch gut, dass es die Überlegungen gibt, dass du sagst, dass man auch im Nachhinein noch Musikvideos macht. Wegen dem wollte ich dich noch mal fragen, dass wir das da ein bisschen einfangen. Und weil das eine gute, legitime Überlegung ist, sage ich jetzt einmal. Selbst wenn der für dich so der aktuelle Song wäre, das schließt sich gegenseitig nicht aus, oder so. Darum finde ich das schon noch cool, dass du die Überlegungen gemacht hast. Ja, von uns. Er hat auch viele Leute geschrieben, so andere Künstler, die ich kenne und so, oder auch sonst Leute, ja, nein, warte doch noch mit Release und so. Und darum bin ich dann noch viel mehr nachdenklich geworden. Aber ich bin jetzt eigentlich zufrieden, so wie es im Moment ist. Voll. Weil für dich kann ja auch noch später sozusagen noch mehr Feuer fangen, oder? Das muss ja nicht heissen, wenn du jetzt noch mal das Musikvideo bringst zu der EP, dass auch dort ein bisschen weitermachen kannst und im Idealfall füttert sich das alles gegenseitig, oder? Genau. Hast du dann gemerkt, ganz pragmatisch, du bist jemand, der halt ein paar New Releases jetzt gemacht hat, oder? Nebst der EP auch noch die vorherigen Songs, die man da sieht, auch auf dem Profil. Hast du dann gemerkt, dass so ein bisschen immer wieder so ein bisschen Step by Step ein bisschen Wachstum dazugekommen ist? So? Oder wie hast du gespürt, dass immer ein bisschen neue Augen dazugekommen sind? Weißt du, auch wenn das so 20, 30 sind, neue Monthly Listeners, die immer ein bisschen Schritt für Schritt dazugekommen sind? Oder hast du gar nicht so richtig auf das geschaut und hast einfach gemacht und released sozusagen? Also ich habe schon drauf geschaut so, und ich würde sagen, ich habe es gemerkt, also vor allem bevor ich die EP habe gedroppt, habe ich ja ein paar Monate nichts released gehabt, so. Da sind die monatlichen Hörer extrem runtergegangen und dann ist die EP rausgekommen und dann sind sie wirklich eigentlich vom einen auf den anderen Tag wirklich wieder oben gewesen, so. Aber ich würde sagen, was ich vor allem gemerkt habe, ist von den Feedbacks her, so. Das sieht man ja auf Spotify nicht. Es haben viel mehr Leute, die ich wirklich auch nicht kennt habe oder so, plötzlich geschrieben und haben gesagt, hey, schätze deine Arbeit durch und so. Und das finde ich schlussendlich eigentlich auch das Wichtigste so für mich. Wenn ich sehe, dass es bei den Leuten auch so reinkommt, wie ich es mir vorgestellt habe. So. Und wenn die Arbeit geschätzt wird, dann freut mich das natürlich auch, wenn jemand anderes davon profitieren kann. Oder? Hast du dann
bist du überrascht gewesen, dass vielleicht ein Song, wo du jetzt voll dein Favorite war von der EP, sind es meistens die Songs gewesen, die du am geilsten gefunden hast, wo das meiste Feedback zurückgekommen ist? Oder komplett andere Songs teilweise? Das war noch relativ witzig gewesen. Also ich habe die EP gedroppt und dann ist es relativ schnell gegangen, haben die ersten Leute schon geschrieben, You and I ist der beste Song und so. Das war für mich so der Song gewesen, wo ich bis zum Schluss so ein bisschen, also weißt, ich hatte noch Leftovers und so, für die EP, die ich nicht aufgeladen habe. Das war bis zum Schluss eigentlich der Song gewesen, wo ich mir wirklich sehr unsicher war, soll ich ihn wirklich geben. Was? Okay, lustig. Und dann habe ich gesagt, ich finde ihn eigentlich easy so und ich kann dahinter stehen, das ist real so. Habe den eben auf dem Tape gedroppt und dann haben wirklich relativ viele Leute geschrieben, ja, You and I ist sicher auch dein Favorite und so. Und dann habe ich wirklich irgendwie so Flashes gehabt, weil manchmal kommt es halt wirklich komplett anders rein, als du dir es vorstellst. So. Aber ich würde sagen, jetzt zum Beispiel der mit dem Gimu, bei dem habe ich eigentlich auch angenommen, dass er gut wird ankommen und bei dem von Hand, so in meinem Verhältnis. Und das war bei beiden eigentlich der Fall gewesen, also von dem her. Also du hast schon ein bisschen ein Gespür entwickelt für dich selber, sage ich mal, mit den Sachen, wo du dir halt sicher bist, sage ich jetzt mal, dass die sicher auch eine Reaktion auslösen. Eben, ob die nachher positiv oder negativ ist, das kannst du ja nicht so kontrollieren, oder? Aber dass du aber das finde ich noch spannend, oder? Dass du auch sagst mit dem You and I, dass du dort ein bisschen zögerlich gewesen bist oder der vielleicht fast nicht, für die jetzt natürlich am JK dort schönes Feedback gegeben haben. Ich meine, vielleicht hätte er den Song fast nicht mitbekommen, wenn er das jetzt so erklärt. Von dem wäre es schön, dass er das doch noch erlebt und dass er das draufgepackt hat auf die EP, oder? Okay. Ja, voll. Also, da bin ich wirklich recht geflasht gewesen. Das war so ein bisschen ein nices Erlebnis gewesen, irgendwo durch noch. Weil irgendwie, ja, wenn ein Song nicht release ist es dann halt echt ein Song, der bleibt liegen. So. Und echt vielleicht einmal im Jahr noch reinlassen, ist so, hey, was habe ich denn gemacht? Also was ist denn so meine Richtung gewesen? Vielleicht so ein bisschen neue Sachen, neue Inputs zu finden. So. Aber es ist dann halt echt wie schade um einen Song schlussendlich. Stimmt. Ja. Und es ist ja auch schwierig. Also ich merke, die so schon ein bisschen etablierter sind, nicht alle, aber viele von denen sind schon vielleicht teilweise ein bisschen geübter, wieder ältere Songs, unreleased Songs vorzuholen, weißt, und die zu refreshen und irgendwie dann neu zu verpacken. Aber es wäre ja auch fair, wenn du jetzt würdest dann sagen, ja, weißt du, würdest ja dann ältere Song, die nachher stehen lässt, würdest halt wieso nicht mehr wieder zurückgehen zu dieser Mut, oder? Von dem her finde ich es amigs spannender, wenn man sich doch noch überzeugen könnte, sofern man den Song gut genug findet, dass man den trotzdem released, oder? Weil sonst ist es recht schade, wie du sagst, bleiben es vielleicht halt liegen, oder? Ja, und für mich war halt das wirklich auch fertig ausgeschafft gewesen. Das ist halt so das. Also ich habe die EP ja schon länger produziert als dann, was sie gedroppt ist, oder? Und ich habe es eigentlich wirklich ausgeschafft für mich. Ich habe keinen anderen Input mehr gefunden oder so, den ich noch einbauen konnte. Und darum habe ich dann gefunden, für mich ist der Song gut, so, wieso nicht rausbringen, weißt du nicht mehr. Okay. Und ich würde meinen, also es wirkt jetzt nur so von außen, ohne dass ich mit dir konkret über das schon amigs vorher geredet habe, wirkt es aber schon so, dass du jemand bist, der sehr nach Moods arbeiten tut bei Songs. Also Moods muss jetzt nicht für mich nur etwas heißen oder irgendwie so der neue E-Girl, E-Boy, Emotional Sound, wo jetzt viele fahren, sondern generell einfach das recht in Mood denken tust, teilweise, oder in verschiedenen Moods bei diesen Songs, kann das sein? Oder kommt das einfach alles natürlich so? Ja, also würde ich auch sagen. Das ist, glaube ich, bei mir schon recht stark so ausprägt von meinem Stil selber her, so, dass ich wirklich halt auch so ein bisschen von meiner Lebenslage selber, also so ein bisschen die Momente, die ich erlebt habe oder die ich im Moment durchmache oder was auch immer, dass ich das eigentlich aufs Blatt bringe und dann schlussendlich halt auch auf die Spur, ja.
Das habe ich immer mal fragen, weil das ist ein gutes Ding jetzt. Vielleicht kann ich dich das fragen. Hast du dann amigs das Gefühl, weil schau, ich bin halt ein Ultra-Musik-Marketing-Nerd, oder? Ich meine, von der Zeit vorher beim Label, wo ich das Vergnügen kann, an ganz grossen Releases, aber auch kleineren Releases zu arbeiten. Und jetzt, wo ich es gesehen habe. Ich meine, das mit dieser Mood-Entwicklung haben wir offensichtlich, sieht man das bei ganz vielen Künstlern, oder? Dass viele vielleicht könnten das sagen, es macht total Sinn für mich, wenn du sagst, du nimmst, weißt, so wie du dich in deiner Lebenslage fühlst, machst du entsprechend auch ein bisschen so Songs, oder? Was ja total Sinn macht. Was hast du das Gefühl, jetzt nicht per se bei dieser EP, weil ich schon denke, du hast das aus dir rausgeholt, aber was hast du das Gefühl, weißt, wie fest kann das flippen, dass der Mut tatsächlich von deiner Lebenslage ist oder du einfach beeinflusst bist, so als Fremdkörper. Verstehst du, was ich meine? So, ich habe amigs ein bisschen teilweise das Gefühl, dass es auch passieren kann, dass du irgendwann in so einen Film hineingehst, wo es vielleicht nicht mehr auch Lebenslagen sind, oder? Persönliche Lebenslagen teilweise, oder was man erlebt, sondern weil der Movie jetzt zu der Realität geworden ist. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber du weißt ja vielleicht ein bisschen, auf was ich raus will, oder? Ja. Weißt, wie behaltest du das so, dass du immer noch sagst, das ist neutral, das ist dein Gedanke, weißt, das kommt wirklich von dir, so? Ja, also ich probiere es eigentlich wirklich so ein bisschen mit den Texten zu übergeben, dass man merkt, dass es von mir ist und dann halt auch mit Harmonie oder Melodien, dass man wirklich hört, dass es nicht einfach so ist, dass ich ins Studio gehe und denke, okay, das ist so das, was gut ankommt. Ich sage jetzt, eben im Moment gehört sehr viel Emotional Sound und so. Und da ist es für mich dann recht wichtig, dass ich als Künstler wie mein Selbstbild kann präsentieren und so kann sagen, schau, ich weiss genau von mir selber, ja, das und das und das habe ich genau so erlebt und darum kann ich auch dahinter stehen. So. Weil du eine gewisse Wahrheit, also weil du mit deinen Texten natürlich automatisch etwas einfließen lässt, oder, wo halt von dir ist. So. Genau, das macht Sinn. Ich habe mehr auch darauf raus, weißt, es kann ja dann passieren, oder ich würde mir das nicht wünschen, dass die Mut einen irgendwann einmal auffrisst, so, und dass man das ganz übernimmt. Aber das Härte ist eben, was ich auch merke, ist, es kann teilweise für das künstlerische Schaffen von Vorteil sein, oder, dass man sich voll einsinken lässt in etwas, so. Das ist so. Gewisse Mut, oder? Aber ich finde, da musst du als Künstler manchmal auch selber so ein bisschen an die Nase nehmen und sagen, also ich würde lügen, wenn ich würde sagen, ich habe nicht auch schon irgendwie einen Track aufgenommen, wo jetzt nicht irgendwie etwas Persönliches ist oder so, weißt du, was ich meine? Ich selber musste sagen, diesen Song release ich nicht, da habe ich einfach so, wenn ich mal zum Beispiel eine Melodie suche oder so, kann ich in diesen Song reingehen und mal ein bisschen Inspiration rausziehen. Aber das ist dann nicht etwas, was ich release, weil wenn ich etwas release, dann will ich wirklich, dass es von mir selber ist. So. Ja, voll. Macht total Sinn, wenn du das so sagst. Natürlich. Ja, spannend dort durch, weil eben das merke ich natürlich, daran habe ich gesagt, ich will es nicht pauschalisieren, weil ich merke jetzt langsam, dass ich gewisse Sachen ein bisschen zu fest verallgemeinere, wenn ich so über das, die jungen Künstler oder die jungen Musikschaffenden machen es dann so und die Älteren machen es so und so, muss auch nicht immer heißen, aber ich sehe schon auf jeden Fall eine Tendenz, ein bisschen ein Muster bei den Jüngeren, bei den meisten, nicht bei allen natürlich, dass sie schon eher so einen kleinen Mut, so wie du das jetzt amigs beschreibst, so ein bisschen so denken und viel, viel stärker auf den Vibe und was der Song für ein Gefühl sollte geben, drauf gehen und vielleicht gar nicht mehr, weißt, so das Technische kommt auch noch dazu, vielleicht kannst du dort auch mehr sagen, aber ich habe das Gefühl, es tönt halt teilweise nachher auch echter, weil es halt rougher ist, sozusagen. Es klingt jetzt ein bisschen corny, wenn du es natürlich so sagst, aber weil es mehr so, weißt du, man schaut dort halt nicht, dass es technisch
perfekt ist. Natürlich kommt das irgendwann einmal auch, aber ich habe so das Gefühl, bei jemandem wie dir, auf deinem Jacob-Profil, wenn du jetzt noch nie deine Musik gehört hast und du gehst dort drauf, merkt man schon, dass du dich sehr mit so Gefühlslagen auseinandersetzt, würde ich damit sagen. So. Voll. Oder? Ja, das ist ja irgendwie auch ein bisschen das Ziel, aber ich finde, gerade so mit der Technik, ich sage, das ist dann auch so ein bisschen eine Sache, wo ich das Gefühl habe, kannst du dich ein bisschen abheben von anderen Künstlern vielleicht. Weil ich sage, wenn du irgendwann mal so ein bisschen deinen eigenen Stil hast herausgefunden, dann kannst du dann wie besser auch deine eigenen Geschichten ausleben auf diesem Stil. Weil das dann wie so ein bisschen dein Ding ist, oder? Und wie machst du dort eher mit, wie tust du dich eher dort verbessern? Hast du eher den Anspruch, im Moment auf der Textseite, vielleicht auf der Songwriting-Seite dich zu verbessern, oder holst du es mehr mit Produktionen raus, mit geileren Produktionen? Wie machst du das jetzt immer? Weil du hast ja selber von dir aus auch gesagt, du leist auch Wert auf Texte oder auf Songwriting sozusagen. Wo du hast eher dein Augenmerk jetzt amigs drauf, dass du wirklich merkst, du tust dich verbessern in einem Feld, so, du möchtest dich in diesem Feld verbessern. Also ich würde sagen, Text ist sicher so ein Punkt, wo ich mich noch mehr verbessern will, weil manchmal ist es wie so ein bisschen, ich gehe ins Studio, tue etwas Freestyle und nehme dann einfach so Wörter, die gut passen. Und dann, wenn ich es wieder höre, gefällt es mir wie nicht, weil ich irgendwie die Texte echt so ein bisschen unclean finde vielleicht. Das ist das. Und darum werde ich sicher noch an meinen Texten mehr arbeiten können, weil ich habe das Gefühl, ich könnte noch mehr rausholen bei den Texten. So. Hast du dann bis jetzt, also die EP-Sachen und auch die aktuellsten Releases, hast du das meiste von dem, wenn ich fragen darf, hast du das wie so ein bisschen gefreestylt und immer wieder so Punch-Ins gemacht und immer wieder neue Wörter dazu gefunden oder vielleicht zuerst mal die Melodie gemacht, so ein bisschen reingemambelt, oder hast du tatsächlich auch geschrieben, so vorgeschrieben, pre-written sozusagen? Also EP war eigentlich so, dass ich Beats ausgewählt habe, also respektive immer ein Beat halt und dann den Song angefangen habe. Und dort habe ich, glaube ich, so viel ich weiss, habe ich dort wirklich das meiste eigentlich zuerst geschrieben. Respektive ich halt den Beat laufen und während der Melodie schon gesucht, während ich geschrieben habe. So. Also weißt du, okay. Verstehst du es? So. Ja. Und mittlerweile ist es aber viel so, dass ich ins Studio gehe und das erste Mal eine Melodie kreiere mit einem ganz wacken Freestyle. So. Ja, nein, ich verstehe, so als Reference so ein bisschen. Genau, ja. Und wenn ich das dann mal habe, dann schaue ich, was für einen Text ich auf so eine Melodie packen kann. Weil ich habe gemerkt, ich finde so viel verschiedenere Melodien, als wenn ich immer eigentlich wie das gleiche Textschema nehme und dann mit dem Textschema auf einen Beat gehe, dann komme ich viel schneller mal aufs Gleiche wieder, als wenn ich wirklich zuerst mal irgendeine random Melodie suche und dann auf die Melodie etwas schreibe. Vor allem im Refrain. Die Parts schreibe ich eigentlich immer zuerst den Part vor und dann tue ich eigentlich so, wenn ich Melodien drin baue, dann halt die Melodien rausfinden und sonst halt einfach einrappen. So. Okay. Also es ist wie so ein bisschen ein Reference Topline oder Reference Vocals, wo du ein bisschen drauf tust. Das kann eben halt freestyled, gemumbled irgendetwas sein. Dort weisst du aber auch zu dem Zeitpunkt weisst auch schon ein bisschen den Flow. So ein bisschen in welchen Flow-Patterns du das würdest machen oder was am besten über den Beat passt, logischerweise, oder? So ganz am Anfang. Ja, das auf jeden Fall. Also wenn ich einen Beat aussuche, tue ich eigentlich immer zuerst ein bisschen viben drüber, sei es mumblen oder halt eben wirklich schon doch ein bisschen mit Text etwas kreieren, und wenn mir der Beat nicht gefällt, nehme ich ihn einfach schon gar nicht ins Programm rein, oder? So ein bisschen in die Richtung, ja. Okay, sehr spannend. Ich habe das Gefühl, dort gibt es schon relativ Unterschied im Schaffensprozess, wie das teilweise gewisse Musiker und Musikerinnen machen im Studio, weil natürlich gibt es auch noch die gerade von Anfang an vielleicht sich auch einen Beat auswählen und gerade dazu schreiben, oder? Und wenn du das erste Mal alles fertig geschrieben hast, bevor du überhaupt irgendwie ans Mikrofon gehst, oder? Yes. Ich kenne es irgendwie auch noch so von anderen Generationen. Allerdings denke ich wie immer mehr, also auch für mich selber, wenn ich das unabhängig muss anschauen,
dass der Approach, wie du ihn beschreibst, je nachdem, wie man es halt macht oder wie gut man intuitiv auf so Sachen kann eingehen, spontan, dass das halt besser kann überkommen. Aber du hast ein gutes Ding angesprochen. Ich finde das gut, was du gesagt hast mit dem, wenn natürlich nur freestylst, also auch dein Text so, und das nächste Mal, am nächsten Tag anschaust, kann ich schon verstehen, wenn jemand wie du sagt, dass es teilweise, weißt du, wieso findest du, ja, das ist so ein bisschen halbherzig gewesen, oder es ist nicht stark genug für dich, rein vom Text, oder? So, weil das ist so ein bisschen ein Nachteil, wo ich natürlich gemerkt habe, dass Leute teilweise verlassen sich dann zu fest auf den neuen Freestyle, hey, ich mache einfach ich freestyle alles, ich gehe einfach aufs Mic und ich merke dann einfach, wenn du das kritisch anschaust, dass halt dadurch natürlich viel mehr Repetitionen passieren, oder? Dass man immer wieder das Gleiche wiederholt und, oder wenig Abwechslung und so. Darum ist ein guter Punkt, dass du das gesagt hast, dass man trotzdem nochmal Qualitätskontrolle muss betreiben, oder? Danach, sage ich jetzt einmal. Genau, ja, voll. Und eben, bevor ich eigentlich etwas release, habe ich den Song meistens schon irgendwie einen Monat oder so auf dem Handy und meistens, sage ich jetzt mal, aber dann lasse ich dann halt einfach wirklich rein und achte mir auf jedes Detail, so, was könnte ich noch ändern, könnte ich noch etwas ändern, so. Und das ist dann schlussendlich so ein bisschen mein Auswahlprinzip von diesen Songs, die ich dann wirklich dann auch aufladen und welche nicht, oder? Okay, verstanden. Und du tust selber releasen, gell? Du tust komplett beim Eigenvertrieb, wenn ich das so fragen darf. Also bei mir macht es eigentlich ein Kollege. So, ja, aber Independent Releasen, so dünner. So. Genau. Okay. Also hast du jemanden, der dir hilft, sozusagen, der mit dir das zusammen ein bisschen macht? Ja, also ich habe erstens mal meinen Produzent, der sehr viel macht für mich. Auch eben mit Covers oder jetzt auch beim Hoodie, den ich rausgebracht habe, mit einer Excel-Liste und so weiter, die er ausführt. Also damals Shoutout an Retard. Also Shoutout, dass er auch er macht auch die Covers in dem Fall, wo man da sieht jetzt auf dem Screen. Splint-Cover, Stunts-Cover oder... Nein, die hat den Codec gemacht, das ist auch ein Künstler. Okay. Shoutout auch an den, finde ich, weil die sehen recht nice aus, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Das riesen Shoutout an ihn. Und die Covers habe ich auch selber gemacht. Also das von Blind habe ich selber gemacht. Okay. Ich kann nicht sagen, welche alle, aber ja. Ja, aber nice, okay, weil er dort natürlich, also ich sehe, du willst halt artistisch natürlich das auch visuell ein bisschen ein Level-Up machen da, oder? Also dort hast du ja auch ein bisschen den Anspruch. Yes. Okay, also der Producer auf der einen Seite, sorry, und dann noch, oder noch andere, die im Team auch so ein bisschen hast, im engeren Team? Also ich würde eben vor allem sagen, sicher auch der Noah Lanz, der eigentlich meine Musik auflädt und so, ist für mich eine sehr wichtige Person auch so. Und wo man halt auch zum Teil Songs schickt an Radios oder so, das macht auch mein Produzent zum Teil. Also sie sind dort so wie ein bisschen beide extrem wichtige Standpunkte. Das ist so für mich so, glaube ich, der wichtigste Circle, so, den ich wirklich brauche, so, dass ich meine Musik überhaupt irgendwie auf Platz bringen kann. So. Hat sich das einfach so ergeben mit Ihnen jetzt? Oder dass auch jemand hast mit dem Noah, wie du ihn genannt hast, wo auch dir so bei den Releases auch hilft? So hat sich das einfach, sind das Freunde und das hat sich auch so ergeben? Oder was, dass er dort das zusammen macht? Also der Noah hat bei mir vor ganz vielen Jahren mal geschrieben auf Insta, dass er mir weiterhelfen will so. Und dann haben wir uns kennengelernt und so weiter. Wir haben sehr viel zusammen gearbeitet, zuerst noch mit YouTube und so weiter. Und dann sind wir da irgendwie eben mit der Musik immer wie weitergegangen und immer wie mehr ausprobiert. Zuerst halt mal mit dem Handy ein Musikvideo gedreht und er hat es geschnitten und so. Also wirklich sehr viel Arbeit, die er da geleistet hat. Und bei meinem Produzenten war es so, dass ich ihn über einen Künstler, den ich abonniert habe, kennengelernt habe. Und dass wir dann einfach gemerkt haben, als ich das erste Mal zu ihm gegangen bin, das war bei Very Big. Haben wir echt gemerkt, dass wir verdammt zusammen harmonieren und wirklich auf der gleichen Wellenlänge so ein bisschen sind. Und dass er mir auch super Inputs geben kann. Und darum, ich bin halt irgendwie auch so ein bisschen jemand, der nicht
irgendwie in 50 verschiedene Studios geht, sage ich mal. Also ich bleibe lieber so bei denen, wo ich seit dem Anfang bin, so, weil ich bei denen genau weiss, was entsteht und dass immer wieder neue Sachen dazukommen, dass es nie langweilig wird. Und ich finde, es ist dann schlussendlich wie auch eine sehr enge Freundschaft, die du mit diesen Personen hast. Voll. Macht total Sinn, wie du das sagst. So, weil ich habe das Gefühl, das ist ein guter Punkt generell, wo du ansprichst, dass ich ja, auch wenn wir da beim Cola-Podcast und du verfolgst es ja auch schon ein bisschen mit, was wir da machen, auch wenn ich sage, hey, schau, ich finde das ja cool, wenn man sich selber ein bisschen schlauer macht über Sachen und auch, dass der Musiker und die Musikerin wirklich auch Bescheid soll wissen über ihr eigenes Business oder ihre Karriere, die sie aufbaut oder gewisse Strategien und alles, aber ich würde niemals rausrulen sozusagen oder ausschliessen, dass du nicht gute Leute um dich herum haben solltest, wo auch helfen können oder so ein bisschen das Auffangnetz sind, wenn du halt dein Zeug musst machen, wenn du halt in deinem Musiker- oder Musikerinnen-Bag musst sein, in deiner Zone, dass dich halt auch auf Leute kannst verlassen. Darum der Team-Effort macht es natürlich auch. So, weil alleine, das gibt es auch, ich habe auch schon so Fälle gesehen, wo ganz vieles alleine machen, total unabhängig von jedem, oder? Aber so wie du das beschreibst, ist es ja auch wichtig, dass man wieso weiss, hey, schau, man hat einen Produzent oder eine Produzentin, auf die man sich verlassen kann. Man hat auch gewisse Leute um sich herum und das kann ich auch nur jedem empfehlen, dass, wenn man merkt, man hat Freunde um sich herum, oder wie bei dir jetzt, genau so eine Story wie bei dir kann es dann sein, oder? Wo sich auch interessieren für das oder wo man mithelfen, dass man die irgendwie kann versuchen zu integrieren, oder? Und finde ich dann eigentlich cool. Ich sage als zweites Ding einfach immer nur, ich merke natürlich dann, wenn die Künstler sich informieren und ihre Teammitglieder nicht, dann ist es ein bisschen, wird es irgendwann dann ein bisschen schwierig, weil die müssen natürlich auch alle mitwachsen mit dir sozusagen, oder? Mit dem, was sie lernen und machen und tun, oder? Yes. Aber, das ist auch sicher ein wichtiger Punkt. Genau, einfach so ein bisschen eine Stütze haben oder gewisse Säulen, wo da helfen können in der JK-Operation, jetzt bei dir zum Beispiel, aber auch, das gilt natürlich auch für gewisse andere. Okay. Ich habe das schon noch ein bisschen so highlighten, aber willst du noch JK, weil du hast natürlich, wir haben gestern schnell über DMs ein bisschen geredet, weil du dort noch eine Meinung hast, beziehungsweise Input hast zu einem der Uploads, der letztens entstanden ist, und zwar also ich weiß nicht, wenn du darüber reden willst oder nicht, so, das ist ursprünglich, wegen dem sind wir jetzt schnell wieder zusammengekommen und ich am JK angeboten, hey, machen wir doch gerade einen Tag auf dem Podcast, weil ich sowieso mal ein bisschen deine Methoden und so ein bisschen durchleuchten oder dass du das ein bisschen sagst und dann hast du wieso noch eine Meinung oder Input zum Upload, den ich gemacht habe zum Thema Frauen und Mundartmusik. Ich muss jetzt den richtigen Titel, nicht, dass ich einen falschen Titel da sage, aber ihr seht es da auf dem Screen, zu dem Upload hat der JK sich einmal noch gemeldet gehabt. Was ist dir dort in den Kopf gekommen, wo du das irgendwie gesehen hast, oder beziehungsweise was für Inputs willst du loswerden? Ich überlasse das mal dir. Ich weiß auch nicht, inwiefern du dort dir Gedanken gemacht hast dazu, sage ich jetzt einmal. Zu dem Thema Frauen und Mundartmusik, was denkst du dort, wenn du das denkst? Ja, also ich denke echt daran, dass eigentlich echt die Schweizer Musik noch so viel könnte wachsen irgendwie, weil wenn man anschaut, wie viele Leute das in der Schweiz Musik machen und wie viele davon das männlich sind, so, dann ist das schon eine recht grobe Prozentzahl, würde ich sagen. Und das Ding ist, ich kenne viele Frauen, die wirklich gestört gut singen können, die extremes Potenzial haben und die aber einfach wie sich nicht getrauen, jetzt mal etwas auf Spotify aufzuladen, wo sie echt wie zu fest Angst haben. Ich würde nicht sagen, dass ich das am Anfang nicht hatte, aber es ist halt wie so ein bisschen das Gefühl, es braucht wie Überwindung und wenn mal ein paar rum sind, so,
ich glaube, dann würde es dann auch viel mehr motivieren. Wenn man auch mal jemanden im Umfeld würde kennen, der sagt, hey, schau, ich mache Musik so und ich singe auf Schweizerdeutsch oder ich rappe oder was auch immer, dass man dann vielleicht so aneinander auch ein bisschen pushen kann, oder? Weil ich meine jetzt bei uns Jungs, ja, eben, wir sind vorhin schon mal bei diesem Thema gewesen, wir lernen sehr schnell mal jemanden kennen, der auch Musik macht, so, oder? Und ich habe das Gefühl, es ist wie bei den Mundart singenden, rappenden Frauen noch so ein bisschen erst am Aufkommen vielleicht. Als Disclaimer muss man da an dieser Stelle sagen, ich werde versuchen, es gibt natürlich ein paar, mit denen ich teilweise rede, wo ich auch sehr, sehr gerne in den Cola-Podcast einladen. Ich merke natürlich, es macht für mich nicht nur Sinn, also der JK hat sich da natürlich freiwillig gemeldet, was ich sehr vorbildlich finde, dass er auch Input zu dem hat liefern von sich aus. Ich werde aber natürlich das auch mit Frauenmeinungen noch unterstützen, beziehungsweise die Frauen müssen sich da eigentlich auch äußern. Ich verstehe, es macht nicht so viel Sinn, wenn nur Männer in einem Gruppentalk über das reden. So. Aber ich habe es wie so mit dem Uploaden mal starten, dass weil ich ja weiss, dass jetzt unter anderem ein JK, aber auch andere männliche Zuschauer dazu schauen, ein paar Zuschauerinnen auch. Aber ich verstehe natürlich, killen mich jetzt nicht so. Ich verstehe, dass ich auch sehr bald hoffentlich werde mit möglichst vielen Frauen über das reden, die halt dort an der Front sind, sage ich mal von dem, wie ich das natürlich auch mehr sehen oder wie der JK das sagt. Dann hast du natürlich, weil du hast, JK, ein paar Verbindungspunkte hast du zu gewissen Frauen, mit denen du vielleicht auch mal im Studio bist. Zum einen, ich würde dir natürlich auch einen Shoutout geben, ich weiss jetzt nicht, wie sie als Künstlerin schlussendlich heissen, aber die Meli hat doch mal mit dir auch etwas gemacht, oder? Oder verwechsel ich das jetzt? Ja, jein. Also sie war nie auf einem Song mit Singen oder so, sie ist echt bei Tanz, ist sie so als in einem Sketch drin gewesen. Der Sketch, okay, ja, genau, der Sketch war es gewesen. Aber ich muss im Fall auch sagen, oder die Meli würde das auch sagen, oder so bin ich natürlich durch den Sketch, also weißt du, auch so ein kleines Detail wie das, bin ich halt nachher darauf gestoßen, da ist jetzt eine Frau, die sich vielleicht für das interessiert, für so einen Content, weißt du jetzt. Es geht nicht einmal um ein Genre, oder, sondern einfach, ich schaue mir an, welches könnten die sein, die sich für Schweizer Content interessieren, generell, oder so, für Schweizer Inhalt. Yes. Okay, aber sonst würdest du meinen, ist es schwierig amix jetzt, eben, weil bei der männlichen Fraktion geht es ja amix schnell, dass du jemanden findest, der irgendwie Musik macht, aber bei deinen Kolleginnen oder so, oder im Umfeld, findest du, es ist immer noch amix schwierig, weil da irgendwie eine Vorbefangenheit vielleicht da ist, oder weil ich müsste ja meinen, du hast ja Kolleginnen oder viele haben ja Kolleginnen, oder, die ja auch irgendeinen starken Bezug zur Musik haben. So. Aber frage mich jetzt halt auch, darum habe ich die Episode gemacht, an was das liegt, oder? Dass man dann trotzdem nur eher mit Männern connected am Anfang. Amix. Also meinst du jetzt... Also du jetzt von deiner Seite, genau. So. Wie hast du das jetzt amix... Also weißt du, ich würde es ja nicht, ich merke ja, indem ich das jetzt auch mache, ich würde so Sachen ja auch nicht forcieren, oder weißt, es soll ja auch natürlich sein, und ich würde jetzt absolut verstehen, wenn jemand wie du sagt, in deiner Position, wo du bist, dass es natürlicherweise eher ja passiert, dass du mit anderen Männern oder jüngeren Leuten oder in Kontakt kommst, die halt schon irgendeine Affinität haben zur Musik, oder? Und das, ja. Ich frage mich, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, eben, du bist 18, 19, du bist dort rum, was dann, ob es jetzt tatsächlich einfach zu wenig gibt auf der Frauenseite in diesen Altersgenerationen, immer noch, also noch zu wenig, oder ob die halt da sind und eben, man getraut sich vielleicht nicht, oder man ist noch so ein bisschen vorsichtig, sage ich mal, weil so das Studio, der Studio-Lifestyle kann ich auch verstehen, weißt, kann sich jetzt, also bei Mann und Frau übrigens, nicht nur jetzt bei Frau, kann sich ja auch ein bisschen
wenn man das erste Mal dort reinsteppt, so kann das auch ein bisschen Angst machen, oder? Oder ist man vielleicht ein bisschen vorsichtig? Ich weiß halt auch nicht. Voll. Also ich habe wirklich das Gefühl, es ist die Stimmen, die Frauen wären genug da. Es ist mehr einfach das wie nicht getrauen. So. Okay. Also ich habe auch mit einer Kollegin ein paar Songs auf der Seite und sie ist sich echt unsicher, ob sie es von sich aus kann zulassen, dass der rauskommt. So. Obwohl es eigentlich wirklich kleine Arbeit ist so von ihr. Aber ich habe das Gefühl, es ist wie so ein bisschen das Nicht-Trauen, wo man vielleicht wie so ein bisschen am Anfang ist, eben noch mit der weiblichen Stimme in der Szene halt, oder? Und weil man halt so ein bisschen jemand von den Ersten wäre. Gut, klar, es gibt schon ein paar Mundart-Sängerinnen, so. Aber ich würde jetzt mal sagen, eben im prozentualen Vergleich so, fühlt man sich dann vielleicht wie so ein bisschen verloren vielleicht. Also, weißt du, so. Ja, weil man hat zu wenig Beispiele oder andere Leute, die man vielleicht sieht. Oder? Also es ist jetzt eine Vermutung von mir, eben, gerne killen mich nicht. So. Ich muss das auch jetzt ein bisschen als Disclaimer sagen, weil aber ja, ich finde das im Fall gut, dass Jake, ich würd dann natürlich schon mich, du geniessest vielleicht auch ein bisschen das Ding, also wir machen das als Aufhänger für den Cola-Podcast und der Jake hat sich halt dort, nachdem ich den Upload gemacht habe, hat er sich nachher gemeldet und ich habe das mega stark gefunden auch im Fall, sage ich dir ganz ehrlich, Jake, an dieser Stelle, nicht um das, ich habe es stark gefunden, dass du etwas willst dazu sagen, weil ich weiss ja, wer meine Zuschauer sind und ich weiss auch, dass es eben will auf der Bubenseite oder auf der Männerseite, bei mir ja auch, weil ich merke, dass man eher schneller teilweise connected oder weiss, wer ist und so, verstehe ich auch, dass, wo ich dort angefangen habe mit dem Cola-Podcast, dass es wahrscheinlich am Anfang halt eher männliche Zuschauer würde interessieren. So. Aber ich finde es natürlich auch cool, wenn ich so Sachen höre wie bei dir, dass du mit einer Kollegin auch schon ins Studio gegangen bist, weißt, und auch schon Sachen gemacht hast. Oder das mit der Meli, auch wenn es ein Sketch war für den Moment. Ich weiss, dass sie natürlich sicher auch noch Sachen da machen irgendwann einmal von sich selber. Aber eben, vielleicht ist es genau der Schritt, wie du sagst, dass man sich einmal einfach dazu bewegt, die fertigen Sachen, die nachher entstehen, halt als Artist unter einem Pseudonym halt tatsächlich auch zu releasen oder irgendwann einmal so. Definitiv, ja. Und ja, sorry. Nein, alles cool. Also was du vorhin noch gesagt hast, ist so wegen dem schnelleren Connecten mit Männern so. Oder ja. Und, das sehe ich schon auch, was halt spannend war jetzt in meinem Fall, war, ich habe zum Beispiel meine Schwester, die auch singt. So. Und der erste Song, der so ein Collab war, war eigentlich mit ihr. Und ich habe dann aber auch schnell gemerkt, dass mit viel mehr Männern dann halt viel schneller etwas anfängst zu produzieren so, und wirklich dann auch Release ist. Das ist schon, gebe ich dir definitiv auch recht, so, dass man wirklich schneller halt mal mit einem Mann kollabiert, weil es halt echt wie eine grössere Bandbreite ist vielleicht. Ja, gell, und man sagt, keine Ahnung, eben, vielleicht die Vorsicht, ich kann es auch verstehen, vielleicht auf der Frauenseite, weil man sich da eher, weil man ja auch Angriffsfläche bietet, also mit jedem Song, den man released, also jeder, ob auf der männlichen Seite oder auf der weiblichen Seite, tut man ja auch eine gewisse Art von seinem Ich oder von seiner Persönlichkeit preisgeben, oder? Und so tut man ja auch in so ein bisschen Angriffsfläche bieten, eben. Das kann zum Positiven, aber auch zum Negativen sein, dass man einfach Feedback würde bekommen. Und dass vielleicht dort mehr so die, ich sag mal, die Bubenmentalität unter uns oder die Männer, ja, einfach mal machen. Mach einfach mal. So. Und ich sage jetzt nicht, Frauen können das natürlich auch und sollten das auch machen, hoffentlich auch in der Musik, wenn es um Releases geht. Aber es würde vielleicht schon Sinn machen, wie du das sagst, dass jetzt du eher die Erfahrung gemacht hast, dass es entstehen dann vielleicht Songs, oder? Aber so der letzte Schritt, dass man es releasen will, ist noch ein bisschen Vorsicht da, wo du jetzt vielleicht würdest eher sagen,
mit so einer gesunden Arroganz auch ein bisschen, weißt, wo man auch muss haben als Künstler oder ein Musiker, Musikerin. Dass du einfach sagst, ja, einfach machen. Und nachher sehen wir, was dabei rauskommt so, oder was passiert. Ja, definitiv. Sehe ich auch so. Aber eben, das ist natürlich das Thema. Ich wollte dich jetzt nicht an den Spot so fragen, aber einfach mehr, weil du es von dir aus noch gebracht hast und ich dich aber dort auch noch fragen generell zu dieser Thematik. Ich verstehe aber natürlich, dass im Idealfall würde ich das mit zukünftigen Episoden oder mit Talks mit 3-4 Leuten machen und dann auch wild durchmischen. Weil ich merke auch so, das hat jetzt halt nichts mit dir zu tun, aber ich muss das jetzt, oder ich würde das jetzt auch so sagen, weil ich mir die Gedanken auch gemacht habe. Ich will natürlich auch nicht einfach das Frauenthema aufmachen for the sake of einfach nachher das mega unterteilt haben, dass so, hey, das sind die Meinungen von der Frauen und das sind die Meinungen von den Männern. So, das macht eben auch nicht so viel Sinn. So, ich will schon, liebe Leute, die da jetzt zuschauen und sich auch für das interessieren, was der JK auch sagt, was ich da jetzt reingebracht habe, so, dass es sich alles wild durchmischt, dass es irgendwann gar nicht mehr so die Unterteilung muss geben, hoffentlich jetzt in der Musik, und es muss sie auch nicht geben, weil ich jetzt Episoden dazu gemacht habe. Ich merke einfach, ich kann zu gewissen Themen kann ich ja Episoden machen, wo man nachher verfolgen kann und die Frauen, die sich für Mundart interessieren, ist ein Thema, das tatsächlich so fest unterrepräsentiert ist im Moment, so, dass ich halt finde, man sollte da ein bisschen mehr darüber reden, oder? Aber, und an dieser Stelle eben finde ich es sehr vorbildlich, oder finde ich es cool auch, dass der JK sich da auch Zeit genommen hat und über diese Sachen ein bisschen Inputs geben. Darum killen uns nicht, aber ich glaube, es wird alles cool, JK. Ich glaube, die Leute verstehen auch, weißt, wenn du ehrlich mit so Sachen umgehst, so dann, ich habe immer so ein bisschen das vertreten, dann, weißt, kann jetzt auch, es ist ja nie in einer bösartigen, böswilligen Intention oder so etwas dahinter. Oder ich würd gerne mehr weibliche Stimmen hören, mehr weibliche coole Shit, also von Frauen, die halt auch coole Schweizer Songs machen am Ende des Tages, oder so. Und ich glaube, das kannst du ja, oder Leute wie du, die halt eben schon auch versucht haben, so einen Mix zu machen, oder mit deinen Vocals, aber auch weiblichen Vocals oder mit Texten oder mit Kollabos, dass das auch viele Männer würden unterstützen, würde ich halt an dieser Seite sagen, oder? Ja, es kommt jetzt auch wieder etwas. Tatsächlich? Ist das ein Exclusive, wo du droppst, das als Ankündigung so, dass also was, ein Collabo-Track mit einer Frau, oder wie? Genau, ja. Auf dem Beatcamp Volume 3 hat es einen drauf. Sehr spannend, okay. Wo du einen Part auch drauf hast, oder wird das dein Song sozusagen, oder wie werdet ihr das machen, wenn du schon etwas dazu sagen kannst, aber es ist auch cool, wenn es noch confidential wird spalt. Nein, ich glaube, da kann man schon drüber reden. Also, wir haben eigentlich diesen Song zusammen am Beatcamp Volume 3 erschaffen, der erst gerade war. Und es ist, ich würde sagen, es ist wirklich so ein Mix aus uns beiden. Also ich könnte nicht sagen, ob ich diesen Song würde sagen, der ist von mir oder von ihr, weil wir haben wirklich den Text irgendwie 4-5 Stunden lang einfach geschrieben und geschaut, dass alles zusammenpasst. So. Und das, ja, mehr kann ich auch wirklich noch nicht sagen, sorry, aber alles gut. So ein bisschen, es ist irgendwie ein bisschen etwas Neues. So. Okay, also es ist, spannend. Auch sprachlicher Mix. Also, spannend, okay, cool. Sehr cool. Aber mega, dass da das natürlich auch experimentieren tust, sage ich jetzt einmal. So in dem Fall. Dann ist das so ein bisschen das Nächste. Und das Musikvideo, wie du gesagt hast, oder? Da kommen wir natürlich jetzt so zu der EP. Für die es interessiert, könnt das sehr gerne mal abchecken. Der JK natürlich mit seiner EP oder mit seinen Releases. Einer von der New Generation, sage ich jetzt einmal, wenn ich das so von mir aus sage, aus Bern und Umgebung, wo das
wo dort so ein bisschen versucht, den Zeitgeist oder den neuesten Zeitgeist auch zu machen oder das, was halt für ihn Sinn macht, für den JK jetzt. Von dem her können wir jetzt noch bis Ende Jahr noch ein bisschen Releases erwarten von dir, sage ich jetzt einmal, wenn ich das so fragen darf. Ja, also Speedcamp, wenn alles gut läuft, kommt noch raus. Eben, dort habe ich einen Song getroffen, den ich drauf vertreten bin mit einem Part. Und ich habe eigentlich in Planung, dass noch ein Single kommt von mir dieses Jahr. Wird wahrscheinlich im Dezember noch eine kommen. Ist es ein Weihnachtssong oder hat es nichts mit Weihnachten zu tun? Nein, grundsätzlich nicht. Aber das war schon mal eine Überlegung, ob man das so machen sollte. Aber irgendwie bin ich jetzt fest so ein bisschen in einer Mood-Phase, sage ich mal, dass ich von dieser so straight wegkomme. Also, okay, ja. Ich will dann im nächsten Jahr schon auch wieder ein bisschen neue Stilrichtungen probieren. Mit meinem Stil prägt ein bisschen. Aber im Moment bin ich noch so ein bisschen auf dieser Wave, wo ich auf der EP gefahren bin. Die noch ein bisschen am Ausschaffen. Mein eigener Stil so ein bisschen. Genau. Okay, spannend. Sehr cool. Dann, ja, das wird natürlich sicher nicht das letzte Mal sein. Es ist auch nicht abschliessend. Ich würde meinen, JK, du bist sehr gerne da, willkommen, wenn du noch deinen Input geben willst. Vielleicht das nächste Mal gehen wir noch ein bisschen nerdiger drauf rein. Wie so aussieht, wenn vielleicht ein JK auch mal im Studio ist, wie es auch könnte aussehen, wenn er mal Kollabos macht mit anderen Leuten, oder wenn du sonst natürlich irgendwelche Meinungen hast, kannst du sehr, sehr gerne dazukommen. Und ich bin natürlich gespannt, was da noch alles passiert. Von dem her könnt auch dem Brüder folgen und ich habe mich gefreut, dass du Zeit genommen hast. Da. Ja, merci, ich konnte ein bisschen reden mit dir. Ja, es war sehr spannend. Du, sehr, sehr gern. Hast du noch irgendwie ein Abschlusswort? So, die gehören jetzt noch dir für den Schluss. Ja, also ich würde sagen, an jeden Musiker, jede Musikerin, die noch ein bisschen am Zögern ist und den Podcast verfolgt, fängt einfach an. Es ist nicht so schlimm, wie man es sich vorstellt. Und bleibt dran an die schon Musik machen. Und yes. In diesem Sinne. Danke vielmals für deine Zeit, JK, und bis zum nächsten Mal da auf dem Cola-Podcast. Vom Polak Costa. Du siehst, jetzt habe ich das Ding vertischeln. Merci fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ja, ciao.